Grüß Gott, wir wünschen Ihnen ein schönes neues Jahr. Wir sehen uns wahrscheinlich dann zum Abschluss. Aus Sicht der ÖVP dürfte es besonders schmerzhaft sein, dass es wohl doch zu einer Art CO2-Abgabe kommen wird, denn das hat die ÖVP im Wahlkampf eigentlich ausgeschlossen. Auch die Tatsache, dass die Grünen nun ein Superministerium mit den Themen Umwelt, Energie und Verkehr besetzen werden, aus Sicht der ÖVP sicher schmerzhaft. Gleichzeitig haben auch die Grünen eine große Kröte geschluckt. So wird zum Beispiel weiterhin an österreichischen Schulen ein Kopftuchverbot bestehen. Das soll ausgeweitet werden und auch die Rückkehrzentren für abgelehnte Asylbewerber sollen weiterhin bestehen bleiben. Nachdem Bundespräsident Alexander Van der Bellen dem Regierungsprogramm ja jetzt zugestimmt hat, müssen am Wochenende noch die Grünen auf ihrem Bundesparteitag zustimmen. Das gilt als sehr wahrscheinlich und so könnte die neue schwarz-grüne Regierung am Dienstag bereits vereidigt werden. Und das wäre dann auch die erste schwarz-grüne Bundesregierung in Europa. Politikexperten haben diese neue schwarz-grüne Regierung bereits als Koalition des Spagats bezeichnet. Und sie haben recht, denn die Grundsätze der beiden Parteien sind in vielen Bereichen ganz weit auseinander. Da wird einfach erst die Zukunft zeigen, wie die Regierungsarbeit in der Praxis ausschaut. Natürlich müssen beide Parteien, die Grünen und die ÖVP, sich darum bemühen, dass sie die Wählerinnen und Wähler jeweils an den Rändern, also die Grünen an dem linken Rand und die ÖVP am rechten Rand, nicht enttäuschen und nicht verlieren werden. Sie tun das inzwischen mit der Besetzung der Ministerien. ÖVP hat Finanzen und Sicherheit zu ihren Schwerpunkten erklärt. Die Grünen kümmern sich vor allem um Umwelt und Soziales. Trotzdem wird sich erst im Regierungsalltag zeigen, ob das wirklich harmoniert. Ein positives Signal könnte sein, dass Sebastian Kurz, der ÖVP-Chef, und Werner Kogler, der Grünen-Chef, gut zusammenarbeiten können, gut verhandelt haben. Und Politikexperten sind sich auch da einig, diese neue schwarz-grüne Regierung ist ein mutiges Signal, mehr aber erstmal noch nicht. Vielen Dank.